Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich heute hier sein darf. Rad bi se vam zahvalil, da sem danes lahko z vami. Ich bin einer Einladung vom Bruder Daniel Kosic gefolgt. Povabil me je brat Kosec Und war das letzte Mal vor 10 Jahren hier. in zadnjič, ko sem bil tukaj, je bilo to pred 10 leti. Aber die einen oder anderen, ich habe sie leider nicht mehr erkannt, haben mich noch gekannt und es war eine sehr freundliche Begrüßung heute. Nekateri nisem prepoznal, drugi pa ste me in to je bilo res eno prijateljsko srečanje. Und dafür möchte ich mich herzlichst bedanken. In zato se vam od srca zahvaljujem. Gut, meine Aufgabe ist es, ich möchte ein bisschen aus der Medizin Gott darstellen. Moja naloga je danes, da vam malo preko medicine predstavim Boga. Also die Genetik sozusagen aus der theologischen Sicht. Torej gre za genetiko iz teološkega zornega kota. Das Ganze ist auch unter dem Titel vom großen Kampf für mich darzustellen. Vse to nekako gre pod naslov velikega boja. Wir haben jetzt in der Lektion sehr viel über die Weisheit von Gott und auch heute die Weisheit und Torheit gegenübergestellt. V nauku danes smo se veliko pogovarjali o modrosti in o razliki oziroma o tem nasprotju med modrostjo in norostjo, neumnostjo. Und genau über diese Weisheit von Gott will ich jetzt und am Nachmittag sprechen, am Nachmittag noch mehr sogar. In prav o tej božji modrosti želim govoriti danes dopoldan, kakor tudi popoldan. Še bolje. Wenn wir da in die Tiefe gehen, es ist unheimlich interessant, wo wir Gott begegnen. Ko se poglabljamo, je to velikansko zanimivo, ko tam srečamo Boga. Ich bin Naturwissenschaftler, Arzt. Jaz sem naravni znanstvenik, zdravnik. Aber ich bin ein gläubiger Christ auch, ein Adventist. Pa sem tudi verni kristjan, adventist. Und es muss, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, dann muss die Naturwissenschaft mit dem Glauben übereinstimmen. Če je Bog ustvaril ta svet, potem se naravna znanost mora ujemati z vero. Daher müssen wir uns auf die Suche begeben, wo können wir Gott in der Natur naturwissenschaftlich finden. In zato moramo se podati v iskanje, kje lahko najdemo Boga v naravni znanosti. Und das werden wir jetzt in dieser kommenden halben Stunde, Dreiviertelstunde und am Nachmittag in einer Stunde uns anschauen. In to si bomo ogledali v naslednjih pol, 3/4 ure in danes popoldan. Begonnen hat diese Welt mit dem Paradies. Ta svet se je začel z rajem. Und da sehen wir auch schon im 1. Mose. To lahko vidimo v prvi Mojzesovi knjigi. Kannst du es vorlesen? Ja. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi kot svojo podobnost. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji, ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Das heißt, am Anfang war alles wunderbar. Gott hat den Menschen gemacht und es war wunderbar. Torej, v začetku je bilo vse čudovito. Bog je ustvaril človeka in vse ostalo in bilo je čudovito. Es war sehr gut. Bilo je zelo dobro. Und am Ende in der Offenbarung Na koncu pa v razodetju wird es wieder sehr gut bo sein. spet zelo dobro. In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Es wird keine Krankheit, keinen Schmerz, kein Leid mehr Ne bo geben. bolezni, bolečine, žalovanja. Dann müssen wir uns aber die Frage stellen, was ist passiert nach dem Paradies? Sedaj se moramo vprašati, kaj se je zgodilo po tistem prvem raju. Es kam die Krankheit. Prišla je bolezen. Und in Römer 6, Vers 23 lesen wir auch das. Rimljanom 6:23 beremo, plačilo za greh je namreč smrt,
Božji milostni dar pa je večno življenje v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Das heißt, es kam Sünde in das Leben dieser Erde herein. Torej, prišel je greh na ta svet. Und diese Sünde hat die Krankheit gebracht. Ta greh pa je pripeljal s seboj bolezen. Leid und Tod ist entstanden. Žalovanje in smrt sta nastali. Vom Paradies zum Paradies. Od raja do raja. Und dazwischen ist der große Kampf, Leid, Tod, Krankheit. Vmes pa je veliki boj. Žalovanje, smrt, bolezen. Aber Gott will uns nicht allein lassen in dieser Zeit. Toda Bog nas ne želi pustiti same v tem času. Wir müssen uns also einmal die Frage stellen, was ist Krankheit? Moramo si zastaviti vprašanje, kaj je bolezen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zuckerkrank bin, Diabetes habe, Če na primer imam sladkorno bolezen, so ist die Zelle erkrankt, die das Insulin produziert oder der den Rezeptor bolna je produziert. celica, ki proizvaja insulin. Wenn ich eine Lebererkrankung habe, ist die Leberzelle krank. Če imam bolezen na jetrih, je bolna celica, jetrna celica. Und wenn ich einen Krebs in der Lunge habe, so ist die Lungenzelle krank. Če imam rak v pljučih, potem je celica v pljučih bolana. Alle Krankheiten sind sozusagen Krankheiten der Zelle. Vse bolezni so obolenja celice. Vsaka bolezen je obolenje celice. Aber die Zelle besteht wieder aus den Genen. Celica pa je sestavljena iz genov. Das heißt, eigentlich, wenn die Zelle krank ist, ist das Gen in der Zelle Torej, če krank. rečemo, da je bolna celica, potem je bolan tudi gen. Und deswegen ist jetzt die moderne Wissenschaft auch in der Gentherapie, in der Gentechnologie. Zato vidimo, danes sodobna znanost se je znašla na področju genske znanosti, oziroma genske tehnologije. Schauen wir uns das jetzt einmal an, eine Zelle. Poglejmo si, torej celico. Wir haben hier die Zelle unter einem Mikroskop. Imamo tukaj celico pod mikroskopom. Und wenn wir sie dann anschauen im Elektronenmikroskop, Ko si jo gledamo pod elektronskim mikroskopom, dann finden wir hier den Zellkern in der Zelle. tukaj najdemo celično jedro v celici. Und das ist das Gen in der Zelle. Tukaj je gen v celici. Aber das Gen ist aufgebaut aus der DNA. Gen je sestavljen iz DNK. Das ist die Desoxyribonukleinsäure, das ist das To Gen. je dezoksiribonukleinska kislina, torej gen. Also wenn jetzt eine Krankheit entsteht, muss hier etwas entstanden sein. Torej, če nastaja bolezen, potem se je nekaj zgodilo prav tu. Also ein Defekt in der DNA Okvara v DNK macht ein Okvara im Gena naredi okvaro gena, ja. und dann kommt sozusagen die Zelle Tedaj oboli celica, zboli celica, und dann ist Bolezen, Krankheit. nastane bolezen. So entsteht praktisch die Krankheit. Tako nastaja bolezen. Also es geht um die Zelle, um das Gen. Gre za celico in gen. Jetzt finden wir einen interessanten Text in der Bibel. Sedaj pa bomo našli eno zanimivo besedilo v Svetem pismu. 1. Korinther 3, Vers 16. Prvi list Korinčanom 3:16. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Wo ist dieser Tempel? Kje je ta tempelj? Gott spricht davon, dass es einen Tempel in unserem Körper Pravi, gibt. da v našem telesu obstaja tempelj. Also gehen wir auf die Suche dieses Tempels. Poiščimo sedaj ta tempelj. Wir haben gesagt, dass die Gene sozusagen unser Leben steuern. Rekli smo, da geni upravljajo z našim življenjem. Die Gene sind das Gesetz. Geni so zakon, postava. Wie groß du wirst, welche Haarfarbe du hast, Določajo, welche kako Augenfarbe. visoko boš, kakšno barvo las boš imel, barvo oči. Dort ist das Gesetz drinnen, wie alles abläuft. Tam je zakon zapisan, kako se bo vse odvijalo.
Damit wir aber leben können, müssen wir Proteine bilden. Lahko živeli moramo ustvarjati, sintetizirati proteine, beljakovine. Und das geschieht über einen interessanten In Mechanismus. to se dogaja po enem zelo zanimivem mehanizmu. Wir wollen das jetzt nicht ins Detail gehen, aber es sind zwei Begriffe. Ne bomo šli v potankosti, vendar sta dva pojma. Wir nennen das die Transkription und die Translation. Imenujemo jih prepisovanje in prenošenje. Und wir werden uns das jetzt dann aufzeichnen kurz. Bomo si na kratko to narisali. Hier sehen wir den Zellkern Tukaj vidimo celično jedro, und hier außen sehen wir ein Ribosom. zunaj vidimo ribosom, Das wandert hier in den Kern hinein, bekommt eine Botschaft gre v jedro, prihaja v jedro und wandert wieder heraus. prejme sporočilo, ki ga nese s seboj ven. Hier sieht man es noch besser. Hier Tukaj ist vidimo povečano, das Ribosom, das wandert hinein. ribosom, ki gre v jedro, Also die mRNA wandert to hinein. je messenger ribonukleidska kislina, mRNK, Und dann haben wir hier, bekommt sie eine Botschaft und wandert wieder prejme hinaus. sporočilo in gre ven iz jedra. Das nennen wir Entstehung von einem Eiweißmolekül, Abwehrkörper. Alles entsteht über diesen Tako Mechanismus. nastajajo vse beljakovinske molekule. Ohne diesen Mechanismus gibt es kein Leben. Brez tega mehanizma ni življenja. Dann zeichnen wir uns jetzt einmal diese Zelle hier auf. Narišemo tukaj celico, Hier haben wir den Zellkern. jedro v celici, Da ist das Gesetz drinnen. tu je zakon, postava, Und kod. hier haben wir ein Ribosom. Tukaj je ribosom, Und da wandert etwas zu dem Gesetz hinein, to hodi v celico, k zakonu, bekommt eine Botschaft, ein sprejme Signal, sporočilo, signal, wobei wir nicht wissen, woher das kommt. čeprav ne vemo, odkot prihaja to sporočilo, Und wandert wieder heraus. in gre ven. Und dadurch ist ein Abwehrkörper In entstanden. tako nastane protitelo. Das heißt, Obrambno telo, protitelo. es geht hinein zum Gesetz, kommt heraus und dadurch gibt es Leben. Gre not k zakonu, gre in hodi ven in dobi življenje. Schauen wir uns den Tempel an. Poglejmo si tempelj. Was befindet sich im Allerheiligsten? Kaj se nahaja v najsvetejšem? Gesetz, Das Gesetz. postava. Welches Gesetz? Wie wir leben sollen. Katera postava? Kako Das naj Gesetz živimo? des Lebens. Zakon življenja, postava življenja. Das gleiche Gesetz. Ista postava. Was passiert, damit wir weiterleben können? Kaj se dogaja, da bi lahko živeli naprej? Da gibt es einen Hohepriester. Imamo velikega duhovnika. Und dieser Hohepriester geht einmal im Jahr hinein Veliki duhovnik enkrat letno hodi v najsvetejše und entzündet das Volk. in očisti ljudstvo Und dann kommt er wieder heraus. in gre ven. Und das bedeutet, dass du weiterlebst. In to pomeni, da lahko živiš naprej. Wir wissen, dass wer nicht seine Sünden bekannt hat an diesem Tag, Vemo, da tisti, ki ni svojih grehov priznal tistega dne, den großen Tag Yom Kippur, na veliki dan Jom Kipur, wer nicht entzündet worden ist, ki ni bil očiščen svojih grehov, für den gibt es kein Leben. za njega ni življenja. Das Hineingehen und Entzünden bedeutet Leben. Hoditi notri in se očistiti pomeni življenje. Genauso ist es in der Zelle. Das geht hinein, das Ribosom, und bekommt den Abwehrkörper Prav zu. isto se dogaja v celici. Ribosom hodi v jedro in prihaja ven z življenjem. Kann es sein, dass in jeder Zelle von uns der Tempel Gottes wieder zu finden ist? Ali ni morda, da je v telesu vsakega od nas Božji tempelj? Wir werden dann noch den Römerbrief zum Schluss lesen, aber das lese ich am Ende dann. Na koncu bomo prebrali Rimljanom. Na koncu.
Also, was ist Krankheit? Kaj je bolezen? Nehmen wir das Beispiel einer Krebszelle her. Vzemimo si primer rakave celice. Wir befinden uns vom Paradies zum Paradies. Zdaj smo v prostoru med rajama. Und dazwischen gibt es den Krebs. Vmes pa je rak. Und wenn wir diese zwei Zellen anschauen, das ist sehr interessant. Če si ogledamo to celico, je zelo zanimivo. Die gesunde Zelle, Zdrava celica, die kommuniziert. ona komunicira. Eine Krebszelle kommuniziert nicht. Rakava celica ne komunicira. Die gesunde Zelle ist Zdrava liebevoll. celica ljubi. Die kranke Zelle ist sehr egoistisch. Bolana celica je egoistična, zelo egoistična. Die Krebszelle ist so egoistisch, dass nur sie wachsen will. Toliko je sebična, da samo ona hoče rasti. Die gesunde Zelle liebt ein ausgeglichenes Milieu. Zdrava celica ljubi uravnovešeno okolje. Die kranke Zelle, die Krebszelle, will die freien Radikale haben. Bolana celica, rakava celica, želi si proste radikale. Der Name ist schon sehr interessant. To ime je zelo zanimivo. Frei und radikal. Prost in radikalen. Das möchte sie sein. Frei und radikal. Prosto in radikalen. Svobodno in radikalen. Und die kranke Zelle, die Krebszelle, die kann nicht mehr ausruhen. Die wächst und wächst und wächst. Bolana celica, ona ne miruje, ne počiva, ona samo raste in raste. Gesunde Zellen können ruhen. Zdrave celice lahko počivajo. Schauen wir uns das einmal an. Poglejmo si. Wir sehen hier die gesunde Zelle, Nummer 1. Na številka Links ena vidimo levo zgoraj, vidimo zdrave celice. Rechts beginnt eine Krebszelle zu wachsen. Desno zgoraj se začne z rastom rakava celica. Und dann sehen wir 3 und 4, wie sie immer mehr werden. Vidimo jih 3, 4 in stalno jih je več. Und wir sehen, wie geordnet die gesunden Zellen sind. Vidimo, kako so urejene zdrave celice. Die Krebszelle ist radikal, irgendwo hinwachsen. Rakave celice so radikalne, vse posod jih je. Und nur ich Hauptsache ich kann irgendwo hin. Jaz hočem vitamine, proteine. Immerfort, keine Ruhe. Stalno jaz, stalno naprej, nikoli miru, nikoli počitka. Ist das nicht interessant? Ali ni to zanimivo? Das Interessante ist, sie ist so radikal, Zanimivo je, da je toliko radikalna so egoistisch, in sebična, dass sie diese Zellen um sich langsam werden diese Zellen so schwach, dass sie sterben. da povzroči smrt celic okrog sebe. Und wenn der Krebs nicht behandelt wird, stirbt der Mensch. In če ne zdravimo raka, človek umre. Aber was passiert mit der Krebszelle, wenn der Mensch tot ist? Bitte, Was passiert mit der Krebszelle, wenn der Mensch tot ist zum Kaj Schluss? se pa zgodi z rakavo celico, ko človek umre na koncu? Sie ist auch tot. Tudi ona umre. Das heißt, sie zerstört sich selber. Der sie erhaltet, wird zerstört. Torej pomeni, uničuje sebe, tistega, ki jo vzdržuje, njega uniči. Kennen wir das aus dem großen Kampf, Ali wo poznamo nekaj takega iz velikega boja? dass einer radikal gegen den ist, der eigentlich ihn erhält Da je nekdo radikalen proti tistemu, ki ga vzdržuje. und seine eigene Radikalität bringt ihn zum Schluss selber noch um. In njegova lastna radikalnost ga na koncu uniči. Kann es sein, dass der große Kampf in unseren Zellen stattfindet? Ali ni morda, da se veliki boj dogaja v naših celicah? Ist es nicht Wissenschaft, was wir hier haben? Ali ni to znanost, kar tukaj imamo? Die Wissenschaft hat ein Experiment gemacht. Znanost je napravila poizkus. Und zwar haben wir uns gedacht, gut, diese Krebszellen sind so stark, dass sie den Menschen töten. Pomislili smo si, te rakave celice so tako močne, da lahko ubijajo človeka. Also wollten wir wissen, wie lange braucht das, Želeli smo vedeti, koliko časa potrebujejo za to. dass eine
Gesunde Zelle, wenn ich jetzt gesunde Zelle habe, ich gebe Krebs dazu, wie lange braucht es, dass diese gesunden Krebszellen werden? Torej, koliko časa potrebujemo, da rakave celice od zdravih celic naredijo raka? Also haben wir ein Experiment gemacht in der Medizin. Smo v medicini napravili eksperiment, poskus. Sie haben gesunde und Krebszellen zusammengesetzt Pomešali smo skupaj zdrave in rakave celice. und wollten dann beobachten, wie lange es braucht, dass die Krebszelle sich ausbreitet und die gesunden Krebs sind. Opazovali, koliko časa potrebujemo, da zdrave celice postanejo rakave v družbi z rakavimi. Und dann haben sie das beobachtet und dann kam das Resultat. Ko so opazovali znanstveniki, so dobili en rezultat. Und dieses Resultat war schockierend, Ta rezultat pa je bil šokanten. denn sie entdeckten, Odkrili so, dass die Krebszellen alle gesund wurden. da so vse rakave celice se spremenile v zdrave. Das war nicht vorstellbar. To si niso mogli predstaviti. Das Experiment müssen wir wiederholen. Poskus moramo ponoviti. Das gibt es nicht. To ne more biti. Es wird wiederholt. In so ponovili. Gleiches Ergebnis wieder. Isti rezultat spet. Wir haben also hier Torej imamo tukaj die gesunden und Krebszellen. zdrave in rakave celice. Wir dachten, dass sie alles Krebs wird. Mislili smo, da se bo tako zgodilo, da bodo vse postale rakave. Geworden sind sie aber alle gesund. Vendar zgodilo se je tako kot v epruveti 2. Und jetzt müssen wir schauen, da unten, hier und hier sind Substanzen. Tukaj se nahajajo neke snovi. Da gibt es sogenannte Substanzen. Substanz 1, Substanz 2. Snov 1 in snov 2. Das merken wir uns jetzt einfach einmal. To si bomo zaenkrat samo zapomnili. Snov 1, snov 2. Also Sie haben dann dieses Experiment genauer untersucht und diese Substanzen festgestellt. Torej so ta eksperiment detaljno preiskali in ugotovili, za katere snovi gre. Und dann haben Sie nur diese Substanz In potem so von diesen gesunden Zellen hierher genommen samo to substanc iz zdravih celic vzeli ven und zu den Krebszellen gegeben. in jih dodali k rakavim celicam. Samo snov. Genau, also die Substanz 1 wird in dieses Glas mit Torej, Krebszellen snov gegeben. 1 so dodali v epruveto z rakavimi celicami. Die Annahme war, jetzt werden die Krebszellen gesund. Domneva je bila, da bodo rakave celice ozdravele. Es ist aber nichts passiert. Pa se ni zgodilo. Kein Ergebnis. Ni bilo rezultata. Dann nahmen sie die Substanz 2 her. Tedaj so pa vzeli snov 2. Das ist diese Substanz, To je wo die Krebszellen und die gesunden Zellen zusammen v kateri sind. se nahajajo skupaj zdrave in rakave celice. Und sie gaben diese Substanz zu den Krebszellen Potem hinzu. so to snov dali k rakavim celicam Und jetzt verwandelten sich die Krebszellen in gesunde Zellen. in sedaj so se rakave celice spremenile v zdrave. Das heißt, diese Substanz ist es offensichtlich, Torej gre očitno za to snov, die das kann. ki to zmore. Jetzt sind wir auf die Suche gegangen und haben šli v iskanje entdeckt, dass diese Substanz das Protein P53 ist. ugotovili, da je ta snov pravzaprav beljakovina P53. Und dafür hat 1979 wurde das entdeckt Ko so to odkrili leta 1979, und man hat festgestellt, dass diese Substanz die Schäden bei einer DNA, also am Gen, reparieren kann. so ugotovili, da ta snov lahko napravi popravilo okvar na genu. Also die Krebszelle hat einen Gendefekt. Rakava celica ima okvaro gena. Und diese Substanz kann diesen Gendefekt, kann den Zellzyklus stoppen, dass sie sich nicht weiter vermehrt. In ta snov lahko zaustavi razmnoževanje takšne celice, ki ima ta genski defekt. Und damit verhindert sie, dass diese Zellen sich weiter vermehren können. S tem, kot smo rekli, preprečuje nadaljne razmnoževanje takšnih celic. Und jetzt kann die Zelle entweder repariert werden Končno sedaj se lahko ta celica popravi
Oder es funktioniert nicht, dann wird sie in die Apoptose, den Zelltod, geschickt. Ali pa jo pošle v apoptozo, to je ime za celično smrt. Und die Zelle, die Kranke, die Krebszelle, die alles vernichten will, stirbt ab. Bolne celice, rakave celice na ta način odgrob. 1993 wurde dieses Protein zum Molekül des Jahres gewählt. 1993 so to molekulo razglasili za protein leta, molekulo leta. Also wir können, was da unten steht, praktisch sagen, es ist wie eine Bremse, die dann die Schädigung abhält. Lahko rečemo, da gre kot za neko okvaro, ki zaustavi, za neko zavoro, ki zaustavi okvaro. Aber woher kommt dieses Protein P53? Sedaj pa vprašanje, odkot pa ta protein 53? Dieses Protein wird wiederum durch ein Gen produziert. Torej, to beljakovino mora neki gen proizvesti. Und dieses Gen bringt dann durch das Protein P53 die Zelle zur Ruhe. Ta gen, pravzaprav preko proteina 53, pripelje celico v mirovanje. Jetzt herrscht in dem Zellmilieu ein Ruhetag. V celičnem okolju je sedaj dan počitka. Und an diesen Ruhephasen kann alles repariert werden. In v času teh obdobij mirovanja se lahko napravijo popravila. Dieses Gen B53 haben aber nur die gesunden Zellen. Ta gen P53 imajo samo zdrave celice. Die Krebszelle hat das nicht. Rakava celica ga nima. Die Krebszelle kommt nicht zur Ruhe. Kajti ona ne pride do miru. Sie hat keine Sabbatruhe. Ona nima sobotnega počitka. Warum wurde im Reagenzglas mit Krebszellen und gesunden Zellen die richtige Substanz produziert? Zakaj je v epruveti z rakavimi in zdravimi celicami nastal ta protein P53? Während die gesunde Zelle, die auch eine Substanz produziert, für sich allein nicht helfen konnte. Ko pa zdrave celice, ki so bile same, niso ga proizvedle. Es war das Bedürfnis da. Šlo je za potrebo. Das Bedürfnis von den gesunden Zellen, den Kranken zu helfen. Potreba, da zdrave celice pomagajo bolnim. Ein Bedürfnis nach Liebe. Potreba po ljubezni. Und all das passiert täglich. In vse to se dogaja dnevno in euren Körpern und Zellen. V vaših telesih, vaših celicah. Täglich produzieren oder entstehen in diesen Spanne von Paradies zu Paradies. Vsak dan v tem obdobju med rajema, v tem času se producirajo, vsak dan v vaših celicah. Täglich entstehen Krebszellen in dir. Nastajajo rakave celice. Vsak dan. Aber dann kommt das Gen B53. Vendar takrat se pojavi, kadar nastane rakava celica, pojavi gen. Und es produziert die Substanz, dass deine Krebszellen ruhen können und repariert werden können. On pa proizvede snov, ki lahko pripelje te rakave stanice do počitka, da se prenehajo množiti. Der eine ist radikal, wächst, zerstört. En je radikalen, raste do uničenja. Und das andere kommt zur Ruhe. Drugi pa počiva. Da besteht das Bedürfnis nach Liebe, nach Kommunikation. Potreba po ljubezni, komunikaciji. Und wir könnten uns das so vorstellen. Lahko si to predstavimo tako. Vielleicht machst du das und liest es einfach vor. Das ja, ta dialog si bomo sedaj prebrali skupaj. Rakava celica opazuje normalno in ji pravi približno takole. Kaj pravi? V tem življenju ni pravice, tako sem utrujena. Normalna celica pravi, spočij se. Rakave celice, ne zmoremo. Normalne celice, zakaj pa ne? Rakave celice, zato ker ve imate gen P53, me pa ne.
Mar nam ne bi mogle pomagati normalne celice. Kako? Rakave celice. Tako da nam daste nekaj od beljakovine, ki jo proizvaja gen P53. Normalna celica, ja seveda. Genau. Das heißt, die normalen Zellen kommen in Kontakt mit der Krebszelle. Torej, normalne celice prihajajo v stik z rakavimi. Sie beginnen eine Kommunikation. Začenjajo komunikacijo, pogovor. Und das geschieht über sogenannte Tunnelproteine. In to se dogaja preko tako imenovanih tunelskih proteinov. Und das entsteht, dieses Tunnelprotein entsteht auch wieder durch ein Gen. Ti tunelski proteini prav tako nastajajo za voljo genov. Da gibt es wieder dieses Gesetz, dieses Gen, das diese Kommunikation fördert. Zaradi zakona koda, ki povzroča nastanek takšnih proteinov. Auf einmal wird dieses Gen für den Tunnelprotein und dieses Gen P53 aktiv. Gen za ta tunelski protein postane naenkrat aktiven in ga ustvarja ta tunelski protein. So schaut das aus. To Hier haben wir die Krebszelle. je približno tako. Hier haben wir die gesunde Zelle. Zdrava celica. Na levi strani je zdrava. Und hier beginnt das Gen, dieses Protein B53 zu produzieren. Gen začne izdelovati protein P53. Das ist das Tunnelgen, über das die To je kommunizieren. pa tunelski protein, Und das wird dann herübergegeben, skozi katerega prehaja v drugo celico protein 53. weil der Bedarf besteht danach. Zakaj? Zato, ker tam obstaja potreba. Und jetzt kommt diese Zelle zur Ruhe. In ta celica potem počiva, prihaja k počinku. Das heißt, wir wissen das aus der Wissenschaft alles schon. Torej, to vemo iz znanosti vse. Und wenn diese Zelle zur Ruhe kommt, was passiert dann? In kaj se dogaja, ko rakava celica najde počitek? Sie wird repariert. Začne njeno popravilo, Sie wird erneuert. se obnavlja. Das Sabbatgen führt zur Erneuerung, Sobotni gen pripelje k obnovi, zur Reparatur. k popravilu. Ist das nicht auch, was der Sabbat für uns ist? Ali ni tudi sobota za nas to, Zur Ruhe kommen, da se spočijemo, eine Beziehung mit Gott wieder pflegen, ustvarimo razmerje z Bogom, wieder alles erneuern obnovimo vse und aus dem entsteht wieder das Leben? in iz tega ponovno nastane življenje? Ist das nicht auch der Zyklus, den wir in der Zelle, im Tempel der Zelle finden? Ali se ne nahaja takšen cikel tudi v celičnem templju? Aber das Interessante ist, was ist notwendig, damit das Gen Zanimivo pa aktiviert je, wird? kaj je potrebno, da bi lahko aktivirali gen. Ich habe eine Frage an euch. Imam vprašanje za vas. Heute Morgen oder gestern Morgen habt ihr 2 Krebszellen produziert. Danes zjutraj ali pa včeraj zjutraj ste mogoče v vas sta nastali 2 rakavi celici. Weil die Sünde in der Welt ist. Zakaj? Zato, ker je greh na svetu. Und jetzt bist du hergegangen, gestern Abend. In včeraj zvečer si prišel sem Und hast gesagt, ich werde jetzt mein Gen P53 aktivieren. sedaj bom mogel aktivirati moj gen P53. Und dann aktiviere ich noch das Gen für das Tunnelprotein. Potem pa moram še aktivirati gen za tunelski protein. Und dann werde ich dieses kaputte Zelle reparieren. In potem bom lahko tisto pokvarjeno rakavo celico popravil. War das so? Habt ihr das so gemacht? Ali ste vi tako to storili? Natürlich nicht. Seveda ne. Wer hat den Impuls denn dann gegeben für dieses Gen P53? Kdo je dal impuls za ta gen P53? Woher kommt denn das Signal, wenn du es ja selber gar nicht weißt? Odkot prihaja ta signal, če se ti tega ne zavedaš? Die Gene tragen ja keine Botschaft in sich, die können ja nicht selber sami po denken. sebi ne vsebujejo nobenega sporočila. Es ist die Liebe Gottes. Božja ljubezen, Es ist das Signal von Gott, das hier wieder kommt. božji signal je tisti, ki prihaja. Und wenn wir hier sehen, zum Beispiel den Stresshormon, Pogledamo aktivnost
hormona stresa. Da sehen wir, dass dieses Hormon ansteigt. Zur Mitte der Woche fängt es an anzusteigen. Vidimo, kako sredi tedna ta hormon začne naraščati. Und hier würden wir sein am 7. Tag. In tu bi lahko bili 7. dne. Aber da gibt es einen Ruhetag. Vendar imamo tukaj dan počitka. Das ist der 7. Tag. To je 7. dan. Das Sabbatgehen für uns. Sobotni gen za nas. Und dadurch geht es nicht so weiter mit dem Stress, sondern es fällt herab. In zato streso ne bo šlo tako, kakor je tam predvideno, ampak ponovno Und bis zur Mitte der Woche fängt es wieder an zum Steigen. Potem sredi tedna ponovno narašča nivo stresnega hormona. Ist das nicht interessant? Ali ni to zanimivo? Merkt ihr, wie Gott ununterbrochen eigentlich in deinem Körper, in deinen Zellen wirkt? Mar ne čutite, kako Bog neprenehoma deluje v vašem telesu, v vaših celicah? Jetzt wollen wir noch einmal den Entstehungsmechanismus anschauen. Sedaj si bomo še enkrat pogledali mehanizem nastanka. Es sind diese sogenannten freien Radikale. To so tako imenovani prosti radikali. Jetzt möchte ich gerne aufzeichnen, wie so ein freies Radikal in der Naturwissenschaft ausschaut. Rad bi vam narisal, kako izgleda, kako ga naravna znanost vidi en tak prosti radikal. Wenn wir hier Methan haben, das ist CH4, Torej, tukaj imamo metan, CH4, so würde das aufgebaut sein, Kohlenstoff. torej je sestavljen iz ogljika. Und hier habe ich überall einen In tukaj Wasserstoff. naokrog imam vodikove atome. Das ist CH4. To je CH4. Jetzt machen wir ein Elektronenmikroskop und schauen uns das einmal an. In sedaj si pod elektronskim mikroskopom oglejmo. Dann haben wir hier zwei Elektronenpaare. Tukaj imamo dva elektronska para. Wir können sie auch so aufzeichnen. Lahko jih tako tudi narišemo, tudi takole. Kot smeškote, ne? Zwei glückliche Paare, ein Elektronenpaar. En elektronski par, srečni, veseli. Passt alles. Vse gre skupaj. Die Botschaft der Liebe, das Signal ist Sporočilo da. ljubezni, Alles funktioniert. vse funkcionira. Jetzt passiert was. Vendar se nekaj zgodi. Dieses Elektronenpaar Ta elektronski par wird ein freies Radikal. postane prosti radikal. Das heißt, es spaltet sich ab. Se razdvoji, razcepi. Es trennt sich das Paar. Ta par je ločen. Und jetzt, ohne Liebe, ohne getrennt voneinander. Brez ljubezni, ločen drug od drugega. Was wird es jetzt? Es hat die Freiheit. Zdaj ima svobodo. Aber was wird es? Kaj pa je postal? Ein Radikal. Radikal. Jetzt wird es egoistisch. Sedaj postaja Jetzt sebičen. kommt die Radikalität. Sedaj prihaja radikalnost do izraza. Hier haben wir die Botschaft der Tukaj Liebe. imamo sporočilo ljubezni. Aber hier Tukaj herrscht Hass, je sovraštvo, Wut, bes, Zorn. gnev. Und das Elektron zerstört die Zelle. In elektron uničuje celico. Es zerstört den Tempel der Zelle. Uničuje tempelj celice. Und fängt an, so wild sich zu schlagen, In začne tako divje tepsti okrog sebe, udarjati okrog sebe, dass es zum Schluss selber stirbt. da na koncu tudi sam umre, skupaj s to celico. Es kann zum Schluss nicht mehr überleben. Na koncu ne more več preživeti. Ist das nicht interessant? Ali ni to zanimivo? Stehen sich hier nicht die Liebe und der Hass Mar si gegenüber? nista tukaj nasproti ljubezen in sovraštvo? Haben wir nicht den Tempel in deiner Zelle drinnen?
Mar mi nimamo templa v naših celicah. Sehen wir nicht den großen Kampf in uns wieder? Mar ne vidimo velikega boja v nas? Die Frage ist aber, welches Signal empfängst du? Kateri signal ti sprejemaš? Das Signal, das das GNP 53 aktiviert, Tisti signal, ki ga aktivira GNP 53, das dich zur Ruhe bringt, das Sabbatgehen, te vodi k počitku, soboto, oder das Radikal, ali radikal. das Signal vom freien Radikal. Signal z prostega radikala. Wir haben zwei Genetiker in dieser Welt. Na svetu imamo dva genetika. Gott, Bog, die Liebe ljubezen und Satan. in Satan. Hass und Wut. Sovraštvo in bes. Zerstörend. Uničujoč. Und die normale Zelle hat eigentlich ein gesundes Zellmilieu. Normalna celica ima normalno zdravo celično okolje. Wir haben gesagt, die Krebszellen lieben das freie Radikal, die gesunden Zellen ein ausgeglichenes Milieu. Rakave celice ljubijo proste radikale. Zdrave celice uravnovešeno okolje. Aber wer schafft denn das Milieu in meinem Körper? Ko pa ustvarja to okolje v mojem telesu? Auf welche Stimme höre ich denn? Čigav glas jaz poslušam? Höre ich diese Stimme? Ali poslušam ta glas? Oder gehe ich laufen? Mache ich Sport? Bewege ich mich? grem na tek, se Trinke ich Wasser? telesno vadim, pijem vodo, Komme ich am Sabbat in die Nähe Gottes? prihajam na sobotni dan v Božjo Bewusst družino, zur Ruhe kommend? se zavestno opredeljujem za mir, počitek. Wer entscheidet in dem großen Kampf, welche Stimme wir hören? Kdo je tisti, ki odločuje, čigav glas bomo poslušali v velikem boju? Es bist du. To si ti. Und Satan hat nur eines vor: Satan pa ima samo eno stvar za nalogo. radikal durch die Welt zu gehen, Da gre radikalno skozi svet. zu töten, zu zerstören. Da uniči in ubije. Aber Gott, bei dem ist die Liebe. Toda pri Bogu je ljubezen. Und im Paradies wird es keinen Tod mehr geben. V raju pa smrti ne bo. Es wird kein B53-Gen mehr geben dort, Ne bo nobenega gena P53, was wir brauchen, weil wir gegen die Krankheit kämpfen müssen. ki ga tukaj potrebujemo za boj proti bolezni. Das heißt, welcher Stimme hören wir zu? Torej, kateremu glasu mi poslušamo? Kateri glas poslušamo? Und zum Schluss Na möchte ich koncu den Römerbrief lesen. bi prebral iz pisma Rimljanom, Im Römer und hier im 12. Kapitel pismo Rimljanom 12. poglavje. Da finden wir einen interessanten Text. Smo našli zanimivo besedilo. Da heißt es, Prva in druga vrstica. samo den ersten Text. Samo prva vrstica, pardon. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. Da lesen wir davon, dass wir unseren Körper hingeben sollen für einen Gottesdienst. Tukaj smo prebrali, da bi naj naša telesa podali za bogoslužje. Ist das nicht ein Gottesdienst im Tempel? Mar ni v templu služba Božja. Aber dann lesen wir weiter. In tedaj beremo naprej. Vers 2. Druga vrstica. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Was sollen wir nicht tun? Kaj naj ne bi počeli? Wir sollen nicht auf die Signale dieser Welt hören, Naj ne bi poslušali signale tega sveta, sondern wir sollen mit Gott in der Beziehung sein. vendar naj bi bili z Bogom v razmerju.
weil er über meine Gene wirken möchte. Zato, ker on želi delovati preko mojih genov. Wir sollen das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene betrachten. Naj bi opazovali, gledali popolno, dobro. Wir sollen auf der Seite der Liebe stehen und nicht auf der freien radikalen Seite. Naj bi stali na strani ljubezni, ne na strani radikalnega. Und mit deinem Leben bringst du zum Ausdruck, auf welcher Seite du stehen möchtest. S svojim življenjem boš dokazal, na kateri strani boš stal, želiš stati. Im Daniel-Buch, vielleicht als letzter Vers jetzt. Ja. V knjigi preroka Daniela. Ja. Ja, Daniel Kapitel 8. V 8. poglavju. Und hier den Vers 11. V 11. vrstici. Bitte, ja, Vers 11. Celo do kneza vojske se je povzdignil. Odvzeta je bila nenehna daritev in porušen kraj njegovega svetišča. Im Römer lesen wir, dass unser Leib ein Gottesdienst ist, wo wir opfern. V Rimljanu smo brali, da je naše telo kraj bogoslužja, tam, kjer darujemo. Und hier haben wir die Gene. Tu imamo gene. In unserem Tempel. V našem templu. Das Gesetz. Postavo. Und hier haben wir den Gottesdienst im Tempel von Tukaj Salomon. imamo bogoslužje v Salomonovem templu. Und dann lesen wir, dass dieses tägliche Opfer hier, in sedaj beremo, da je ta passiert etwas, das wird zerstört. Da je ta nenehna daritev bila odvzeta. Und wir wissen auch, dass wenn letztlich der Tempel zerstört wird, in vemo, ko je končno bil tempel uničen, dann ist dieses Gesetz weg. Je tudi ta postava izginila od. Und wisst ihr, was interessant ist? In veste, kaj je zanimivo? Mit was beginnt der Mensch gerade? Ich habe es am Anfang gesagt. S čim se tukaj bo začelo? Er beginnt mit der Gentechnik. Aha, s čim bo človek začel tukaj? Z gensko tehnologijo, tehniko. Er macht jetzt gentechnische Tomaten. Ustvarja genetsko spremenjene paradižnike. Er macht gentechnische Karotten. Ustvarja gensko spremenjene korenje. Das heißt, wo ist der Mensch jetzt bereits drinnen? Kje se tukaj nahaja človek? Mitten im Gesetz. Znotraj postave. Dort verändert er gerade. Tam nekaj spreminja. Dort begeht er den Frevel. Gut, was denn? Da steht Frevel drin. Frevel, aha. Samo malo ta izraz. 12. Pri greha, aha. Tam začne pri grehu. Ja, izraz, ki ga nisem prej slišal. Das heißt, Gott möchte die Gene reparieren. Bog hoče popraviti gene. Das Signal von Gott kommt auf die Gene, um sie zu reparieren. Božji signal prihaja na gene, da jih popravi. Der Mensch kommt her und verändert das Gen. Človek prihaja in spreminja gene. Gott kommt und repariert es wieder. Bog spet pride. Der Mensch verändert es wieder. Človek spet spreminja. Aber Gott sagt, Bog pa pravi, wenn sozusagen das alles geschieht, ko se vse to zgodi, dass sie bis in das Allerheiligste vordringen, da bodo prišli vse do Najsvetejšega, dann ist auch die Zeit, wo ich kommen werde. Čas, ko bom prišel. Wir finden das in Daniel. To smo našli v Danielu. Und es ist auch verständlich, jetzt kann Gott nicht mehr was tun, wenn der Mensch dort drinnen ist. In tu je jasno, da Bog ne more več ničesar storiti, ko je človek notri. Wenn er das Gesetz verändern wird, Ko človek hoče spremeniti postavo in zakone. Und was ist das wichtigste Gen, um gesund zu bleiben? In kateri je najpomembnejši gen, da ostanemo zdravi? Das Sabbatgen B53. Sobotni gen P53. Aber wenn wir die Gene verändern, Ko pa mi spreminjamo gene, wenn wir den Sabbat verändern, ko soboto spreminjamo,
Dann ist die Zeit, wo Jesus wiederkommt. Tedaj bo čas, ko bo Jezus spet prišel. Und am Sabbat wird sich entscheiden, A vendar v soboto se bo odločilo, auf welche Stimme du hörst. kateremu glasu boš poslušal. Ich bin fasziniert von diesem Gott. Jaz sem fasciniran, očaran s tem Bogom. Alles, diesen großen Kampf finden wir wieder in der Naturwissenschaft. Vse o tem velikem boju najdemo v naravni znanosti. Aber wenn wir so dreist sind, so stolz sind, dass wir die Gene verändern, Ko smo pa tako ošabni in ponosni, da spreminjamo gene, dann ist die Zeit zu Ende. potem je čas za konec. Und Jesus kommt wieder. In Jezus bo spet prišel. Amen. Amen. Wir wollen beten. Molili bomo. Großer, allmächtiger Gott, Veliki vsemogočni Bog, mit diesem Gebet, mit diesem Sabbat, s to molitvijo in to soboto wollen wir bezeugen, dass wir auf deiner Seite stehen wollen. želimo izpričati, da želimo stati na tvoji strani. Wir wollen dein Signal hören, Hočemo poslušati tvoj signal, deine Liebe spüren. čutiti tvojo ljubezen. Bitte hilf uns, dass wir den rechten Weg gehen. Prosimo te, da izberemo pravo pot. Schaffe in uns ein Milieu der Gesundheit Ustvari v nas okolje zdravja und lass Satan nicht wirken. in ne dovoli Satanu, da deluje. Ich weiß, dass Satan jetzt alles mitgehört hat. Vem, da je Satan danes vse poslušal, Aber ich weiß, dass du stärker bist wie Satan. vendar tudi vem, da si močnejši od njega. Und dafür danken wir dir, dass du uns liebst. In zato ti zahvaljujemo, da nas ljubiš. Im Namen Jesu. Amen. V Jezusovem imenu. Amen.